Sehen Sie da einen Unterschied? Nicht wirklich, oder? Aber aus diesen zwei verschiedenen Embryos haben sich zwei verschiedene Jungs entwickelt. Darf ich vorstellen? Das ist der Livio und das ist der Dominik. Beide sind 14 Jahre alt und Nachbarn. Aber um auf meine Frage vom Anfang zurückzukommen, ja, jetzt sehen wir doch schon einen Unterschied. Der Dominik sieht ein bisschen anders aus als der Livio. Das liegt aber daran, dass der Dominik Trisomie 21 hat. Und Achtung, das ist keine ansteckende Krankheit. Es ist ein Gendefekt. Bei ihm ist einfach das 21. Chromosom dreifach anstatt zweifach vorhanden. Aber was hat das für Auswirkungen für ihn im Alltag, im Gegensatz zum Livio? Das will ich Ihnen jetzt zeigen. Der Livio geht jeden Morgen mit dem Velo in die Schule. Ich gehe in die 2. Sek in Hünenberg im Eret. Ich gehe eigentlich gerne in die Schule, weil da sehe ich meine Kollegen. Was halt einfach das Negative ist die Schule selber. Und dass man da halt ein bisschen anstrengende Sachen zum Teil machen muss. Aber eigentlich gehe ich gerne in die Schule. Der Dominik geht nicht wie der Livio in Hünenberg in die Schule, sondern geht seit er 8 ist mit dem Bus auf Hagedorn. Dort besucht er die heilpädagogische Schule Hagedorn und ist jetzt in der Oberstufen und dort ich mache Rechnen schaffen und Prüfung machen, zum Deutsch und Englisch machen und dann noch schreiben und Kompi und ich stelle die Schule, ich mache Bad. Das ist eine Schule für Kinder und Jugendliche mit geistiger und Mehrfachbehinderungen. Neben normalen Schulfächern lernen sie viel Lebenspraktisches, das sie selbstständiger machen sollen. Auch wenn der Dominik gerne in die Schule geht, im Wasser fühlt er sich immer wohl. Darum ist er ein guter Schwimmer und hat so schon Medaillen geholt an Schwimmwettbewerb für Behinderte. Der Livio hingegen macht lieber einen anderen Sport. Ich bin im Fußball im FC Hünenberg im CA. Er spielt als rechter Außenverteidiger und macht einfach gerne Sport mit seinen Kollegen. Einmal im Monat geht der Dominik bei Enea 21 tanzen. Das ist eine Tanzschule für Menschen mit Trisomie 21. Ich habe die Gruppe erwachsen. Und mit der Erwachsenen-Showgruppe tritt er 4 bis 5 Mal im Jahr auf. Der Livio steht aber auch gerne mit dem Voice Steps auf der Bühne. Ich bin im Voice Steps seit 4 Jahren und es macht mir immer wieder Spass, weil ich treffe dort immer meine Kollegen beziehungsweise viel mehr Kolleginnen eigentlich. Ja, ich kann dort halt einfach machen, was mir Spass macht, und das ist halt Singen und das Tanzen und Schauspielern. Das Voice Steps ist eine Musical-Schule,
und ist für den Livio einfach zum Erreichen, weil geprobt wird gerade im Nachbardorf. Die Freude am Theaterspielen hat auch der Dominik. Darum geht er am Samstag ins Theater. Und ich gehe Zürich zu. Und ich bin ein Theaterspieler. Er geht dort in die Theaterwerkstatt vom Urs Behler in Zusammenarbeit mit dem Theater Hora. Dort üben sie ein Schuljahr lang ein Stück und führen es dann im Sommer zweimal auf. Das, was die beiden heute noch am meisten verbindet, ist die Ministrantenschar von Hüneberg, wo beide schon lange dabei sind und zusammen schon einige Ausflüge bestritten haben und in guter Gemeinschaft sind. Ab jetzt haben wir immer auf euch im Jetzt geschaut. Aber was wollt ihr eigentlich mal werden? Ich würde gerne mal Schauspieler werden, das wäre so ein bisschen mein Traumberuf. Und vor allem, also jetzt, das kann man ja nicht unbedingt so lernen. Und darum bin ich jetzt so ein bisschen auf dem Weg in die Richtung Mech. So Polymech im Moment hat mir am besten gefallen. Und ich auch für gerne gut Bücher schaffen. Wenn ich sehe, was die beiden Jugendlichen jetzt schon machen und was ihre Wünsche sind, dann bin ich gespannt darauf, was ihnen die Zukunft bringt.